dein Wort te brengen van jou, Samaris. We zijn naam in noem Jezus. Amen. Dankzij Ewald. Gode Marius van mijn part ook. Für mich ist das wirklich eine sehr große Ehre, weil hier so mit Jünd top zu sein und verjünd zu sein. Und ich will Jünd bloß am Anfang sagen, der Thema, was Gott mir auf dem Hart gelegt hat, für das Wort. Das ist nicht, wenn ich das all durchgelebt habe, dass ich Ihnen das nicht mitteilen will, aber das ist, wenn Gott mir das so hart geben. Und ich sehe zu Edward, ich sehe, Gott hat ein Wort, was ich gekriegt habe und was ich so viel, dass ich soll nie das Leben dort mitteilen. Und dann checken wir ihn wieder am Kalender und dann sage ich, Edward, krieg nächste Sender. Vor dort, ich will Ihnen eine Freude mitteilen. Ich habe mein erstes Buch endlich geschrieben, so für all die, was du eigentlich bestellt hast. Dort war ich hier so nur her, kann ich dort mitnehmen. Und für mich ist es eine große Freude, so der zu sieht, nicht weil wir vom Thema. Das Wort, was ich verjüngt habe, was Gott mir verjüngt gegeben hat, dort ist eine Heilung leben. Und ich weiß, eine Heilung leben, dort ist ein Thema. Luciano Subirá, ein von den Rednern, wo ich sage, ein von den Schreibers und Rednern, wo ich viel checken da und von lernen da, die hat mal eine Untersuchung gemerkt, manche Kirchen. Und der sieht, more 5% von allen Kirchen, du wird überhaupt von der Thema geredet. Und so, da sage ich, der Thema, dort wird so sehr wenig erwähnt oder von geredet, und wofür werden wir noch gelebt, eine Heilung zu leben. Und dort ist aber eine von den ganz wichtigsten Sachen, was wir aus seine Kinder, aus seine Nachfolger tun sollen. Wenn du ein Vers, in Hebräer Kapitel 12, Vers 14, das sagt, dort alles, was wir kennen, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Und dann sagt dort, und strebt nur die Heilung, worin in keiner dem Herrn seinen Wort. Dort ein bisschen nennen gehen an uns. Was sagt dort? Strebt nur die Heilung, worin in keiner dem Herrn seinen Wort. Wer will Gott sein? Alle will wir einen Tag Gott sein. So, was müssen wir dann tun, wenn wir wollen Gott sein? Wir müssen nur die Heilung streben. So, kann ich sagen, wo wichtig das überhaupt ist, die Heilung, ein heiliges Leben zu führen. Und dann ist noch ein Vers, der sagt, aber jemanden vollkommen sein. Ruht so aus jün Vater am Himmel vollkommen ist. Matthäus 5, 48. Sorry, ich habe hier ein klein bisschen verdrehte Versen gelesen. Larry, der war da auch ganz nervös. Es sagt, wie müssen vollkommen sein, ruht so aus der Vater vollkommen ist. In der andere, oder Spanisch und Englisch, du würdest sagen, wir müssen perfekt sein, so als Gott perfekt ist. Aber wirklich, wie sind die Menschen, die erreden, als meine Frau? Das sage ich, aber wir müssen perfekt sein, so als Gott perfekt ist. So, wir waren hier so an dieser Zeit, wo wir miteinander gehen, was die Bibel über die Heilung reden wird, was wir können lernen über die Heilung, über ein heiliges Leben führen für Gott. Ich will eine Belebnis vertellen. Und eigentlich will ich meine Frau fragen, und die jetzt so, sei je mal irgendwo je warst, und wir sind auf der Groß, auf dem Weg nach Santa Cruz, und die fahren einfach ut wird vorbei und fahren noch ein bisschen fahren und Brücken noch ein bisschen und blusen den ein an. Und die fahren und dort fährt ich kommt heran und kommt heran. Na, wenn die du sind, wo die haben wollen, dann kommt der Krieg daheim, dann kommt die Krieg täglich zu der Rüt. Wo fällt sich so? Und mir ging das so.
Ik weer aan Hacienda Verde in Posen del Tre. En dan wie vieren door, ik met mijn familie. En dan, oké, dan we krijgen den dag waar het mondiaal weer. So, jeder einer hat je zijn klokkentitel gezegd, klok 3, dat is te zien gezegd. Voor het goede, ja. Ik had ook, so, ik weer een beetje boezig, als we de predigt vorig hadden. Dan hebben we onmiddag gegeten, een beetje gespaziert. En dan willen we naar een hotel fahren. En we hadden ons bereid, klok 3, dan willen we reizen om ons mondial te kijken. So, van Hacienda Verde war ich fahren, dat ging rein boezig. Den war ich da fahren. En toen weer een fertig, wat du ook fahren deed. Ik schmatter dat zo voorbij en weer war. En dan zei ik nog te mijn vrouw, ik zei, dat zijn mensen die sowieso bloß maar eenmaal zijn im Lebensjahr. Dat is dan. En dan fuhren wir naar een hotel en die kan je dat even dan op verstellen. Ich habe da Charakter so am Hafen, wie du vielleicht 15 Minuten wieder. Ruhig kann der auch am Hafen. Dort fällt sich vorne. So, wie man immer abpassen, wo da wie Menschen behandeln. Wenn's, du kannst so ehrlich sein, dort meistens zwei wahrer sein. Paulus, ich habe eine steht, ich weiß nicht, was hat Paulus aus, aber das sage ich, dort Gott leben für die, was noch nicht Gott kann. Dort sei durch dort, machen sein, dort die sind am Rechten. So, ich will uns einfach mit mir nächstens die Sachen aufproben. John Wesley, ein sehr bekannter Schreiber, der sieht mal ein Wort, der sagt, der Radung, der nimmt den Christ aus der Welt raus, aber der Heilung, der nimmt die Welt aus dem Christ raus. Kann ich verstehen? Der Radung, der nimmt den Christ aus der Welt raus, aber der Heilung, der nimmt die Welt aus dem Christ raus. Das sei deutlich. So du wen, weil wir mit alles, was wir können, nur die Heilung streben. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 15 und 16, du sagst es steht. Aber so als die heilig ist, der Jünd abgenommen hat, soll je auch an all jene Wege heilig sein. Weil dort steht geschrieben, ich sie heilig, und du wegen soll je heilig sein. So, aber wo haben wir das nu alle erreichen? Dass wir so ein heiliges, so ein perfektes Leben haben, als wir das hier so sein werden. Und du hast eine ganze Lehre, und weil wir das mal wirklich verstehen, und das haben alles gleich in der Schrift, in der Bibel, falls ich das einmal so, einer kann noch nicht haben, einer versteht das alles top nicht. Wo kann ich das nu 100% erreichen? Und ich habe viel über das gelesen, und ich will uns von den 3 verschiedenen Heilungen, wo die Bibel von reden, will ich uns von der mitnehmen, ein kleines bisschen. Ich will nicht so sehr deep gehen an diese 3 Heilungen, aber ich will uns ein kleines bisschen nehmen, dass wir sein können, dass ja 3 verschiedene Heilungen. Das ist nicht bloß, okay, nu sei je heilig, nu blieb heilig und vorig. So, ich habe mal mit George, was sind hier noch? George Genta, du hast mal über das auch mal vertalt. Und heute kriegst du mit anverstanden. So, von der wollen wir jetzt wieder von dort gehen. Du sind 3 verschiedene Heilungen, wo wir nennen gehen. 1. Thessalonicher 4, Vers 23, da sagt es das. Mocht Gott selbst, der Friedensgott, jün durch heilen, und jünen Jes, und Säul, und Körper, unbeschädigt und rein bewahren, bot uns Herr Jesus Christus wahren kann. Was sind diese Sachen, die wir hier so verstehen, was hier so erwähnt sind, wo du sollen geheiligt werden und wo du sollen bewahrt werden? Du sind 3 Sachen. Dort sage ich hier Gas und dann sage ich das Säul und Körper. Und so diese 3 Sachen, die haben ganz apart ihre eigenen Erfahrungen, wo die geheiligt werden. Und wie wollen uns du von der Anbeten anluten, wo dort schaffen, dass diese 3 Sachen, ans Jas, unsere Säul
und ans Körper, wo diese 3 Sachen kann geheiligt werden. Und ich will jemand von der Mut merken, wenn ihr eine Bibel da haben, dort will ich anhängen. Wenn es jetzt ein sehr, sehr wertvoller Forsch, wo wir wollen von der übergehen. Wir haben eine Nacho-Forsch und dort sind Forsch, die unser Leben verändern wollen. Und so, ich will jemand wirklich Mut merken, sieht so her du bist. Und so sagt jemand all am Anfang, diese Botschaft oder das ist ein Ding, wo ich pro Salzmeier bin, mir an zu üben. So nicht glauben, dass ich da nicht stehe und dass ich nicht will haben, die sollen auch dahin kommen, wo ich all von drei komme. Das ist ein Werk, was mich schwer ist, wo ich mit kämpfe, wo ich von lerne und wo ich probe, mit Jünthob, weil du so hinkommst, wo wir sollen ankommen. So, weil wir uns diese 3 Sachen mal, wo das hier sagt, Jesus soll in Körper, wurde geheiligt worden und wo naja diese Heiligung eigentlich passieren wird. Weil wir uns dort mal bekennen. Das erste, die Heiligung von Jesus, die will wir die Anfangsheiligung nennen. So, die Heiligung von Jesus, dort ist die Anfangsheiligung. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, wir haben die Eigel von Sozo gehört. Und dort ist korrekt, dort muss korrekt hier mit der Bi. Sozo, dort sein Wort, was von Griechisch ist. Und dort Wort eigentlich, dort sind 3 verschiedene Dinge. Dort meint eine Radung, dort meint eine Heilung, eine Freisetzung. Die 3 Dinge. Und aber, was dort auch noch sein kann, ist, dort ist die Heilung von den Jesus, und die Heilung von den Säulen, und die Heilung von den Körper. So, dort ist, was so ist. Und dort ist auch krank, was diese Heilung von ist. So, das erste, was wir uns mal bekennen, wann passiert die Heilung von uns Jesus. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13 bis 14. Du so fängt wie dort, wann dort passieren wird. Wie möchten Gott den Tiet ever danken, verjünt, unsere Brüder, da der Herr Gott ist. Gott hat jünt von Anfang an gewählt, dort die säulig worden. Nu habe ich Gott gesagt, heu heilig jünt am Jesus und lat jünt an die Wahrheit glauben. Da ich uns Leute heu jünt, dort Evangelium predigen, dort die unseren Herrn Jesus Christus seine Herrlichkeit kriegen. So hier sagt er, heu heilig jünt am Jesus. Diese Heiligung, und eigentlich, da hier ziemlich busig überhüpfen, wenn es sehr viel, wo die Bibel von der reden wird. Und die kann ihr dort nochmal nur lesen, und ihr seht, aber diese Heiligung, die Anfangsheiligung, dort passiert an dem Moment, wo wir geraten worden. Als wir sehen, Jesus, ich brauche die. Jesus vergibt meine Sünden. Wenn es dann, wir haben 3 Persönlichkeiten an uns. Du hast Körper, dort wir anschauen können, und dann hast du eine Säule, und dann du hast nach Jesus. Der Jesus, dort ist der Kanal, wodurch wir mit Gott in Gemeinschaft sind. Wenn Gott zu uns reden wird, dann redet er zu uns am Jesus. Wenn es Gott ist Jesus, und er sich mit uns verbinden am Jesus. Die andere Schöpfung, der hat alle bloß einen Körper und eine Säule. Wir wollten dort eine Säule haben, wenn es zum Beispiel ein Hund, der kann sich so erbauen, und es sind viele andere Tiere. Und der kann zum Beispiel sehr doll werden, der kann sehr traurig werden, und alle anderen Tiere. So, wir wollten, du hast eine Säule. Das ist dort, wo du Gefäuler sind. Aber kein Tier hat dort, wo wir als Menschen haben, dort dritte Part, wo der Jesus ist. So, wir sind Jesus, und Gott hat sich mit uns verbinden am Jesus. Und so, diese Heilung, das Jesus, die wir tut, als wir noch an Sünden leben, als wir noch nicht zu Gott gehören, dann wird das Port durch, aber wir uns tot. Wenn Gott sieht, den Tag, wo wir wollen von der Frucht eten, dann wollen wir sterben. Und dort passiert gerade den Tag. Aber jährlich, nicht physisch, nicht körperlich. Den Tag, die Minute, dann sterben Adam und Eva. Und wie ernährt du Tod. So wir sind jährlich tot, wenn wir auf diese Welt kommen. Alle Kinder, die geboren sind, die uns immer sehr weit sein und dort unter kann, wenn sie das so schmecken. Das sind so eine kleine und so eine. Aber nur die Bibel nur,
dann haben die an ein Port, wo du nochmal abgelegt worden. Und dort ist das jährliche Port. Und so, den Tag, wo wir abgelegt wurden am Jäs, dann sagt die Bibel, dann sind wir am Jäs ganz geheilig. Der Jäs, der ist all geheilig. Wenn Gott ist bei uns und Gott hat uns in Jäs in dem Moment ganz heilig stellen, ganz reinwaschen, in dem Moment, und krieg in diese Sekunde, wo wir den Heiligen Jäs anladen, an uns nannte kommen. So dort, wo diese Anfangsheiligung passieren. Und dann fragen wir uns, wann ich all gerat sein, warum habe ich dann noch so eine Verlangen, nur nach war ein bisschen gesündigt. Ich fühle mich so, dann habe ich einmal gesündigt und dann sage ich mir selbst, ich sehe auch Gott gerade, ich mache noch einmal das Ganze immer. Die Bibel die sagt, du bist in dem Moment, wo du sagst, Heilige Geist, komm an mein Leben, dann ist das jährliche Port 100% geheiligt. Und ich will uns sagen, wenn wir wieder in Sünden leben und dort siegen, irgendwann neuer, dann do wir, sagt die Bibel, do wir den Jäs unterdagen. Dann do wir den Jäs, das jährliche Port einfach aufwahren an uns. Aber dort wir einmal gerat. Und nicht kann dort, aber das war die Heiligung. Und diese Heiligung, die nennen wir die ungönende Heiligung. Und die ungönende Heiligung, dort ist die Heiligung von der Säule. So, die ungönende Heiligung, dort ist, wo wir von der ersten Tag mit schaffen. Zuletzt will ich noch eine Heiligung von reden, aber nu will wir uns ein klein bisschen anlassen. Wohnt ist die ungönende Heiligung? Was passiert an der ungönende Heiligung? Und du sagst eigentlich, du kriegst von der, so wie du bist. Und du wo wir so lang sein und so lange mit schaffen, als wir hier auf dieser Welt atmen. Und so, weil wir du mal ein bisschen angehen. Die Anfangsheiligung, dort ist der Jes. Und der ungönende Heiligung, dort ist die Heiligung von unserer Säule. Dort sage ich in Philipper Kapitel 1, Vers 6. Ich habe durch eine gute Hoffnung, dass die dort gute Werk an jünd angefangen haben, die wird dort auch vor dich merken. Gott und Jesus Christus seinen Tag. So, Jesus, der hat von uns dort angefangen. Er wird an uns blieben beim Schaffen, was dort vor dich ist. Und dann sage ich dort, das wird dann passieren, wenn Jesus Christus seinen Tag kommt. Ich habe verstanden. Und so hier so ist dort, wo wir wirklich machen, an diese Heiligung, du musst wie nur streben. Die erste Heiligung, das ist Gott sein Port. Er hat das getan. An diese Heiligung, wo wir unsere Säule heiligen tun, das ist unser Port. Uns mit Gott taubt sein Port. Du kannst nicht Gott allein was mit tun. Du musst wie ja sein, du musst wie uns anlernen, uns einfach dort wie du Support von sein. Und ein von den besten Wegen von der Heiligung, ich da noch mal ein Beispiel geben, weil wir sagen, hier in Köffel voll schwartes Wutter, schweinsches Wutter. Dann nehme ich eine Korn und jäut, solange das ganz klar ist. Dort, wo ich hinein das Gebet mit Gott, die Bibel lesen und von Gott lernen. Wenn ich jäuten, dann bizarr wird das reiner. Und das ist diese ungönende Heiligung, wo eigentlich von der beim Leben da. Dort ist die ungönende Heiligung, während so passieren wird. Dann lud wie Batternis los, dann lud wie Sachen los, wo uns treiben von Gott wirklich an voller Macht kennenzulernen. Das ist die ungönende Heiligung. Ich doe hier noch Promotion für so, ne? Regina freut sich immer so. So. Und weil wir du so mit schaffen, und nu will ich uns die letzte Heiligung passieren. Und ich will mal eine Frau stellen oder aufstellen, habe irgendwie eine Idee, wo die letzte Heiligung passiert. Wohnt dort erst. Ja, Regina, der sagt hier auch, das ist in dem Moment, wo wir diesen Körper an die Erde legen. Wenn es das Körper, der ist einmal, der hat mit Sinn zu tun gehabt. Und nicht, was mit Sinn zu tun gehabt, dort wird an Gott seine Gegenwart ankommen. Nicht. Du kannst diesen Körper nicht rein genug merken, dass der an Gott seine Gegenwart zu bringen ist. Und du sollst wie Gott seine Leib.
dat we diesen Körper an die Erde leihen kann, dat es genug in Leib von Gott. Und einmal fall wie so, wenn wer sterben wird, dat ist so schlag. Und dat ist auch schlag. Aber das muss passieren, wenn es sind an uns wohnt. Und ich sage einmal, wenn du wer noch gestorben wird, dann habe ich einmal so eine Utdrückung, so Gott hat diese Person ein Haus geraubt. Gott, wie oft jant sich, dass ich hier so mit so einer guten Person lebt, und nu raubt Gott in ein Haus. Gott hat ein Tod woi, sehr woi. Kriegst du woi es ans, oder woi. Aber das Tod, diese Sentenz hier, oder das Urteil ist auf uns Körper gelegt worden, und dem muss passieren. Und dort ist eine Leu, wenn es eigentlich nicht mit meinem sinnlichen Körper die ganze Ewigkeit leben, sondern ich will nie einen Körper, wo ich nicht nur Schwachheiten und Sinn mit erleben kann. So, wenn wir mal checken, nur Römer Kapitel 8, Vers 23. Römer, das ganze Kapitel, das ist bei mir immer so ein gutes Ding und so eine klare Botschaft. Dort sagt du es das. Nicht bloß die Kreatur, so der redet hier far von, wo die Kreatur lieden wird, und das sage ich eine Geburtsvideo, dass diese ganze Sache wird mal an Erfüllung kommt. Das sage ich, dass Gott seine Kinder waren, die offenbart waren. So, die Schöpfung, die Erdbeben sind alles, das alles Port von dort sind an die Welt angekommen ist. Und die Kreatur, die Leute, wie viele Tiere liegen durch, wie viel weiterjaftet auf dieser Welt. Und dort leert alle noch, dort den Tag, wo das alle Ware hergestellt sind. Und dann sagt er, nicht bloß die Kreatur, aber wie soll's? Da Gott all seinen Geist geschenkt hat, lehren du noch, dass Gott uns aus seinen Sehens abnehmen und von unseren vergänglichen Körper freimerken soll. Und ich will hier so ein bisschen angehen, dass viele muss dann da wie unseren Körper einen Fluch ableiten. Das sagen, wir sind ja auch so ein schlechter Mensch. Oder uns Körper, dort wird uns immer wieder wachleiten. Und aber die Bibel sagt, was Gott uns merken wird, dann seht ihr, dass wir sehr gut. So, weil wir nicht das verachten, was Gott uns geschenkt hat. Aber wir müssen bewusst sein, dass Sinn wohnt an diesem Körper. Und Sinn, wo wir mit kämpfen, solange wir an diesem Körper wohnen. Wenn es dort ist, geschweigt worden, dort ist beschädigt worden, dort ist so, wenn du ein Virus hast gekommen, in den Virus, den wir nicht los waren, bitte wir waren diesen Körper los. Und so, weil wir nicht diesen Körper verachten, aber weil wir uns für den Tag freuen, und Gott danken dafür, dass er das so eingereicht hat, dass wir einen Tag uns wollen frisch treffen an einen neuen Körper. Und das wird sehr schön sein. Wenn es dann, wo wir nicht mehr sind kann, dann, wo wir nicht mehr weiten, wo das ist, einen sinnlichen Körper zu leben. Dann, wo wir all diese Sachen, wo wir von der ersten Tag mit Bodern machen, die wollen du dann nicht mehr sehen. Und wir wollen eine Kapazität, also ein Vermögen haben, oder eine Möglichkeit haben, am Verstand, was du weit mehr ist, als was wir überhaupt jemals verstehen können. Auf dieser Welt. So, ich kann mich bloß feststellen, und das ist ein ganz anderes Thema, aber wir wollen hier auf dieser Welt arbeiten, sagt die Bibel, und wir wollen hier mit Christus regieren. Und dann kann ich bloß feststellen, wo unsere Welt dann looten wird. Wenn es von der Menschen sich also klug mit alles, was nie mehr tun. Aber dann, wo wir eine viel Möglichkeit haben, als von der. Und nu will ich uns ein anderes Ding bekennen. Das sage ich, wenn wir mal in Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 bis 19 gehen. Und ich will uns das erst mal verlesen und dann wollen wir mal durchgehen. Das sagt es dort. Den Engel von der Gemeinde an Laodicea schrieb, das sagt euch, du Armenheit, und der mit sein Zeichnis treu und wahrhaftig ist. Der durch den Gott alles Anfang zu schaffen. Hij weet deine Werken und dort du nicht kalt und nicht heit bist. Aber hier einmal mit Brett. Das ist hier so, Johannes, der kriegt hier eine Vision, weil er kriegt 7 verschiedene Visionen für 7 verschiedene Kirchen, für 7 verschiedene Gemeinden
van de eerste kerken. Dus ganz am Anfang. En dat is ongeveer zo 70 jaar nu Christus, wo hij al dat gekregen heeft. En zo, jeder Mal, wenn wir dort kijken, dan jeder brief, der fängt damit an, der sagt, ich kann deine Worte. Der sagt nicht, ich kann dein Hart, ich kann deine Intentionen. Ich kann dort, was du weißt sein. Sondern der sagt, ich kann dort, was du das. Und so viele muss glauben, wie so, unsere Worte, die sind nicht wichtig. Und du wirst immer weiter auch von geredet. Und dort ist es so, für die Radung allein sind unsere Worte nicht wichtig. Wir können nichts tun, um die Radung zu kriegen. Aber Worte soll wir haben. Gute Worte soll wir haben. Wir wollen Luther noch mal anschauen. Aber hier sagt er nicht, ich kann dein Hort oder ich kann deine Verlangens, sondern ich kann deine Worte. Und dort sagt er, bei jeder, wenn jeder wollen überlesen, bei jeder Brief, du sagst dir einmal, charakterisiert, ich kann deine Worte, ich kann dort, wo du das. Ich weiß deine Worte an, und dort du nicht kalt und nicht heiß bist. Ich würde mir wünschen, dass du kalt oder heiß wirst. Und willst du warm und nicht kalt oder heiß bist, wo ich die aus meinem Müll rutschbieren. Willst du sagst, ich sehe weg, hab voll ab und mir fehlt dort an nichts. Aber nicht weiß, dass du ein jammerlich armet, miserabelt, blindet, nerket Wrack bist. Ja, hier ist es interessant. Danach hat Plottisch, ja. So, hier waren die Plottisch, Evasata, die waren hier bestimmt gut gearbeitet haben. Aber was sage ich dort hier? Dort sage ich Hand, diese ihre Worte, und dann sagt er, und ich weiß, dass du nicht kalt und nicht heiß bist, aber dass du warm bist. Und ich lade ihn mal an, mal ein feiner, warmer Mate zu trinken. Das so schön, ja. Oder ein warmer Tee trinken. Das geht nicht, das ist ärgerlich. Das wollen wir ausspielen. Und das steht, Laodicea, der wird zu der Zeit bekannt, wenn du Ausländer besiegt haben, nur diese steht, und zu besiegen, wenn sie du ein Köffel Wutter kriegen von dort, was sie du Salz haben, die würden immer dort ihr steht, dort ausspielen. Wenn sie haben du eine heute Qual, du besiegst, ich sage, wie auf, und dort Wutter, wo sie eine Stadt verletzt haben, wenn sie von dort gelegt haben, nehmen, da in zum Trinken, dort wir immer warm. Das schmeckt dann, dort wir nicht gebrücken zum Trinken. Und so, dann würden die, wenn du besiegt wären, dann würden die immer das ausspielen. So, die wissen gerade, von Wort das Brief reden dann. Und da sage ich, Jesus, du bist nicht kalt und nicht heiß, sondern du bist warm. Und so ist jene Wut einmal ausspielen dann, so wo ich ihn auch ausspielen. So, die wissen gerade, von was er reden dann. Und dann sage ich, hey, wenn, dass der Wein kalt oder Wein heiß wird. Wenn es ein heiter Mensch, der läuft Gott, der hat gute Worte, der denkt Gott, der brennt für Gott. Und ein kahler Mensch, der weiß dort, der ist bewusst, dass er nicht gehorsam ist, dass er nicht dort hat, was Gott gefällt. Und ein warmer Mensch, der sich immer Salz reich fordern und sagt, das ist noch der Brücken mit mir. Ich sehe nicht so schlecht als eins zu sein. Dort ist, wo viele Christen von der leben da. Die sind nicht heiß und nicht kalt, sondern die sind durchversten. Und die wollen sich alle Zeit Salz reich fordern und sagen, das ist noch unterholen mit mir. Ich sehe noch nicht so schlecht. Und dort ist Krieg, wo Gott uns nicht will haben. Und dann sage ich hier noch, willst du sagst, du bist reich und hab voll ab, und mir fehlt dort an nichts. Hier ist dort bekannt, uns fehlt dort an nichts. Viele von uns, Mennoniten in einer Kolonie, die würden immer deserviert sein, mir fehlt dort an nichts. Ich kann wieder fahren. Aber wo sind wir? Weil wir mal uns selbst checken. Sei wir auch einmal so, ich brauche nicht mehr lernen, mir fehlt dort an nichts. Ich brauche keine Korrektion, keine Tragweisung annehmen. Weil mir will wer Tragweisen am Gas, mir euer dort, mir fährt der Wirt an, ich schübe dort auf. Ich sage, kostet die Salzweiten, mir fehlt dort auch nicht. Ich sehe direkt,
ich habe alles, was mir fehlt. Und dann sagt er hier, und weißt du aber nicht, dass du ein jämmerlich, armet, miserabelt, blindet, nerket, wrack bist. Nerket, wrack bist. Und blindet, miserabelt. Dann sage ich hier, und hier wollen wir uns ein bisschen anschauen, dort sage ich hier, ich ruhe die, dass du die von mir mit viel gereinigtes Gold kaufst, dass du rückwärts und auch witte Kleider anträgst. Dass deine Nerven schon nicht für den Tag kommen und dass du deine Augen mit Augensalbe anschmierst, dass du seinen kannst. Wem ich Gott sehe, da ich Tragwiesen und Strufen, nehmt dort Ehrens und geht an. Hier habe ich ein paar Dinge. Und ich will ein Ding, ein kleines bisschen hiervon erwähnen. Dort sage ich hier, der soll Augensalbe kaufen. Und dort wird Laodicea auch bekannt für. Der wird bekannt für, der hat die beste Augensalbe für die ganze Welt. So viele, die wurden von Laodicea, von der steht, du hast eine naturale Augensalbe. Alle Menschen will von dir gute Augensalbe bestellen. Und nu sagt Jesus, ich will, dass du von mir die jährliche Augensalbe kaufen das. Und dann sage ich hier noch, wo die Ruden, der hat nicht bemalt, sondern der sagt, ich will die Ruden, dass du die von mir mit viel gereinigtes Gold kaufst. Und danach, dass du die witte Kleider anträgst. So, das erste, was wir uns mal bekennen, was ist mit viel gereinigtes Gold? Was soll dort hier so sein von mit viel gereinigtes Gold? In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 6 bis 7, du hast ja ein Vers, das sagt es dort. Du werden sind die Frau, wenn die hier auch noch ein Stück durchleiden gehen müssen. Diese Proben kommen ewig um zu sein, wo euch ein stark Glauben ist. So als Gold durch dem viel geschickt wird, dort zu reinigen und zu sein, wo euch dort ist, Glauben ist bei Gott viel mehr wert als Gold. So wird Glauben, wenn die Probe besteht, viel Herrlichkeit geben und die worden geehrt und gelobt worden, wenn Jesus Christus kommen wird. Durch diese Proben gehen, das ist einmal nicht möglich. Und aber dort ist, wo Gott uns, wenn wir dort erlauben, wo Gott uns will durchbringen. Ich weiß nicht, an was von den Proben vielleicht nicht gerade ben bist, oder was du durchgemerkt hast. Aber ich will dir ein Ding sagen, wenn du zu Gott sagst, Gott merkt mich heilig, und du gibst die Hand, dass Gott die kann brücken, dann wird er die einmal durch Proben schei. Die Proben, die sind nicht möglich. In dem Moment, wo wir an den Proben sind, dann fallen wir nicht was Gutes. Aber das Resultat, das Utkommen davon, das ist immer zum Guten. Durch Proben gehen ist für keinem angenehm. Das ja verschiedene Proben. Ich weiß, dass wir ein paar Jahre drei, wo ich am Anfang von einem Jahr ich bete, Gott, gib mir ein Wort für das Jahr. Und dann sagt Gott, ich will die durch das Jahr heilen. Das sind alle etliche Jahre drei. Und ich schreibe mir das ab und das sagt so schmack, als ich das handschreiben denke, der wird verändern. Aber an das Jahr, da wird ich so fan. Und Gott tut das. Ich erfuhr so eine Sachen, was mir nicht gut ging, durchzugehen. Und so, ich will uns reden, dass wir, wenn wir Frauen tun, dass Gott uns heilen wird. Dass wir da sind. Und dass wir uns wirklich luten heilen. Wenn es an diesem Moment, wo wir durch die Proben gehen, dann fallen wir nicht was Gutes. Und an diese Proben, da fallen wir einmal Gott als weit auf, oder er hat uns sogar verloren. Und ich will die ein bisschen merken,
über nur denken. Ich weiß nicht, wo du durchgegangen bist. Aber wenn du fühlst, dass Gott hat dich verloren, dann hol noch ein kleines Stückchen länger aus. Wenn du wirst diese Probe looten, dein Leben verändern, dann wirst du an jene Seite verändert rauskommen. Und du wirst Gott dankbar sein für diese schwere Zeiten, wo du hast, könnt durchgehen. Du hast Gott kennengelernt auf eine andere Weise. Gott hat sich wunderbar bewiesen. Und dort ist in diesen Momenten, wo wir einmal reden, wo wir kriegen, was Charakter ans Leben gerät haben. Dort können sie aus der Schrift, aus der Bibel, oder dort können sie einfach Glück, Gott hat mir ein Wort gesagt. Und in diesem Moment, weil ich ans Mund mehr, weil wir durchhalten, weil wir festhalten, weil wir nicht abgeben. Wenn es viele Mal, falls ich dort so war, wie an diese Proben sind, wann wir beim Leben, oh, dann beschuldige ich die Person, oh, dann beschuldige ich den Prediger. Der Prediger, der hat mich nicht zugehört. Oh, dann beschuldige ich die andere Person. Dann beschuldige ich noch eine andere Person. Mein Wirt, der kann ich mir überhaupt auch nicht verstehen. Das ist der Moment, wo wir diese goldene Probe verlieren dann. Sondern weil wir dort alle annehmen, weil wir dort abnehmen und weil wir Gott dafür danken. Und weil wir Gott sagen, red zu mir. Merkt mich stark, dass ich durchhauen, durch diese Proben. Dass ich an jene Seite verändert rauskomme. Das ist eine Weg, wo Gott uns das reinigen. Wenn wir Gold schmelzen dann, oder wenn wir Gold reinigen dann. Wir haben hier alle einen goldenen Ring. Ich kann den mal in die Hand nehmen, wenn er schafft, weil wir den mal gut bekennen. Und das ist sehr leid für die Solteros. Hoffentlich kriege ich noch einen Ring, einen Tag, ja. Aber ich kann da nur diesen kriegen. So, bekennen den Ring mal gut. Wo ist das denn? Ist das Geschmack, ja? Kann da irgendein Fehler an sein? Das ist kein Fehler an der Finger. Den ist perfekt, den ist Ring und Geschmack, ja? Wenn es von einem goldener ist. Aber wenn ihr diesen Wurden am Vierlei, dann würdet ihr antworten, dort sind das Ring, wo du 18 Kilates ist, der ist überhaupt muss 80% Gold. Dort ewige, dort ist irgendein Isa. Und so, das steht so sei wie das gleich, das ist Geschmack. Aber wenn du eine 4 Probe hast, dann sei wie dort, wo viel, wenn es dann deutet sich dort ut, Gold geht drauf und dort andere Isa, dort liegt boven. Dann sei wie, wo viel Prozent überhaupt mal wirklich rein Gold wir. Und dort ist, wo Gott uns einmal das, durch die 4 Probe schaut. Wenn es so ein wie Salz sein ansagt, oh, das soll, ja, ich sehe sehr gut, ich sehe Schmack, ich sehe ganz herrlich, mir fehlt das anders. Aber in dem Moment, wo wir an die Probe gestellt, dann sehen wir dort, wo viele Sachen noch fehlen, aufzuschneiden. Und wenn wir diese Zeit utnutzen und looten dort Gott uns reinigen, dann wird er uns reinigen. Und da wird er uns an der anderen Seite viel heiliger nehmen und rauskommen lassen. Diese Proben, wenn wir diese Proben durchgehen, durch diese Probe, haben wir eine Wohl, als wir wollen, dass Gott uns, dort diese Proben wollen, uns reinigen oder als wir uns bis nach Dollar verbessern wollen an diese Tiden. Das sage ich in 2. Korinther Kapitel 7, Vers 1. Da sage ich, dass liebe Freunde, wenn uns das alle versprechen ist, dann wollen wir uns nu von alles reinigen, was Körper und Geist besüdelt, und an Gottes Furcht heilig leben. So, wir wollen uns porten. Dann wollen wir uns porten auch tun, dass Gott uns kann einfach wirklich reinigen. Ich würde das hier so abtun, wenn es Wayne der hat seinen Ring verbessern. Ich war nicht der Erfahrung mehr. So, und das nächste, was wir uns bekennen wollen, ist unsere witte Kleider. Was sind die witte Kleider, wo hier uns ruden det, oder der Laodicea-Kirche ruden det, was der sich antragen soll. Ich will uns ein Vers lesen, aus Jesaja Kapitel 61, Vers 10. So, Jesaja Kapitel 61, Vers 10, da sagt er, ich freue mich gierig vor dem Herrn. Und das ist ein Lob, eine Ausdrückung von Loben, wo Jesaja Gott loben hat und Gott danken hat.
dat. Dan zegt ze dat. Ik vrees me gierig voor dem Herrn. En mijn Säul geht dort sehr schön mit meinem Gott. Zijn Heil ist an mir als ein Rock. Dit hier, du hast ziemlich so mit gestrochelt, wenn es auf Spanisch, wenn die dort kicken wollen, du sagst, du ist das, porque me vistió con vestidura de salvación. So, in Wirklichkeit, was das hier soll sein, ist, er hat mich angetragen mit einem Kleid von der Radung. So, hier sagt er bloß, sein Heil ist an mir als ein Rock. Das ist auch gut, aber so hastig haben wir das nicht so hastig verstehen. Aber wenn wir das mal so dort nehmen, er hat uns mit dem Kleid von der Radung angetragen. Okay? Und dann sagt er, in sein Reichsein so als ein Everrock, wir sind so gleich als Brütlied, die sich Türkas angetragen haben. So diese Radung, da sage ich, der hat uns aus dem Kleid angetragen. Und so das ist kriegt selbe Radung, das selbe Kleid, wo das nur die Kirche von Laodicea von reden wird. Und du sagst, mehr steht, viel mehr falsch. Ich würde sehr viel mehr falsch von der Affäre lesen, weil ich will alles. Aber omdat wir einmal ein klein bisschen verstehen können und anfangen können, du mehr in der Bibel bin zu sehen, weil ich uns bloß diese falsch lesen, was ich von dir gewählt habe. So diese Radung, das Kleid, dort sage ich, das ist unsere Radung. Und dann will ich uns noch ein Vers lesen, in Offenbarung Kapitel 19, Vers 8. Du sagst das so. Und wird dort gegeben, das ist uns aus der Brut, Jesus Christus, wo dort hiervon reden wird, als wir uns, wenn wir wollen, in der Zukunft mit Jesus uns treffen wollen, was uns Prägum ist, wie aus seine Kirche, du sagst das ist das. Und wird dort gegeben, sich ein feines, reines Leinzeug zu kleiden. Nu höre ich gut zu. Wohnt sind diese Kleider? Dort sage ich, dort ihre Leinzeug steht für die heilige, ihre gerechte Worte. Kann wir verstehen, wohnt sind unsere Kleider? Wohnt sind die Kleider, wo die Kirche von Laodicea fehlen? Viele Kirchen, viele Menschen von der schon da. Ich will uns ein klein bisschen eine Geschichte vertellen, um das ein bisschen besser zu verstehen. Wenn wir sagen, du bist ein König, okay? Ein sehr reicher König. Der hat eine Strome Medaille gefangen auf Goss. Der ist gefahren auf Goss und du hast eine schmacke Medaille. Und die will ich haben. Und der lässt einen Brief schicken, nur diese Medaille. Und die Medaille ist noch so froh, dass seine Worte die keine gehen wollen. Aber diese Medaille, der hat nicht genug Geld, um überhaupt sich irgendwo ein Kleid kaufen oder irgendwas noch. Die können sich auf keine Weicherei mehr für so eine besondere Kasse, als was du so nicht hast, für eure Plan, wo so was Part von sind. So, die kann ich besiegen dort, wo ich zahlen tun. Er sagt, okay, ich will einen Sack Gold reinmerken und will dem Jahr dort stecken und dann konnte sich alles kaufen, was sie braucht, um hier so ganz gewitzt, Schmack, rein, ein Reut für mich, für ihren Brigum, hier so ankommen an diesen Paulus. Und dem Jahr, die kriegt das Geld und die kriegt auch den Auftrag, was sie soll tun, aber sie hört nicht nur, sondern sie vermacht alles, was sie gekriegt haben ihre Brütliedskleid reinmerken, die vermacht dort für ihre eigene Last und für mit Freundschaft und für Schenkungshandel, was sie dort alle wach haben. Und dann kommt der Tag, wo die Kassel sind, dann kommt diese Mial für den Brigum. Und er hat sich nach dem Beten Kleid Salz top genäht. Was glaube ich, wo das kann nicht tun? Du würdest traurig sein. Sogar vielleicht der Wachschein. Aber du würdest schon sein für diese Brüder, überhaupt an diesen Paulus, das dort anzukommen.
viele Kirchen, viele Christen von deutschen Dach, mit ihren Worten, die können sich nicht mehr erkennen, als was diese Brüder können. So, das ist, wo das reden wird von. Ich ruhe die Käuptjünd in wird das Kleid. Und ich will uns einfach Mut machen. Wir wollten nicht von, wo der große scheine Chaos wird sein. Aber wir als seine Brüder, wir wollen reut sein. Wir wollen uns reut machen für das scheine Treffen. Und wir sind die Brüder, wir als Kirche, wir wollen die Treffen haben. Das wird so schön sein, wenn wir wollen ein schmackes Kleidchen ans antragen. So, wo ist unser Kleid? Wo sind unsere Kleider? Wo sind diese witte Kleider, die wir uns wollen antragen, um uns mit unserem Brüdern zu treffen? Zuletzt will ich uns noch ein klein bisschen praktische Sachen aus der Bibel wiesen, wo wir können. Und ich habe geredet, wo wichtig das ist, dass wir uns reut merken, dass wir ein heiliges Leben führen. Nun will ich uns ein paar Sachen, praktische Sachen wiesen. Wenn es viele Mal hier wie eine lange Predigt, und das ist alles gut und alles, aber wo ist der erste Stopp? Wo soll ich anfangen? Und ich will uns von der ein paar ganz praktische, einfache Sachen aus der Bibel wiesen, wo wir können anfangen, wo wir können diese Sachen tun. Als erstens, das fängt am Verstand an. Das fängt hier so am Verstand an. Alles, was wir in das Leben tun, das fängt hier so an. Wenn ich mich alle Tage nach du vertalen tue, dass ich Mode sind da sie, dann wirst du auch dort leben. Wenn ich mich alle Tage vertalen tue, dass ich Mode armer sind, dann wirst du auch dort Leben haben. So, das fängt hier so Buben an. Hier so Buben fängt das an. So, wenn wir uns mal in Römer Kapitel 6, Vers 11 ein Vers lesen. Dort sagt Gott so, holt du fair, dass die für den Sinn tot sind. Aber an Christus Jesus lebendig sein. Das ist einmal zu einfach. Wie soll uns du bloß mal verholen? Du musst hier so geändert worden. Du musst hier so geändert worden. Du musst hier so mal ändern. Hol die du mal fair. Auf Spanisch sagt er, consideraos. So wie man uns dort hier so mal ändern. Und uns dort du so mal umdrehen und uns du verholen. Dort wie für den Sinn tot sein. Und dann wollen wir auch dafür leben. Dann wollen wir auch so leben, als wo wir das hier so anstellen. Was glaubt ihr, was Jesus seine Botschaft auf dieser Welt wir, als er hier auf dieser Welt wir? Vielmals dann glauben wir, dass wir ein Wunder, dass wir wissen, wo müssen Todes abgewehrt. Aber dass wir nicht Jesus seine Botschaft. Jesus seine Botschaft, die wäre viel einfacher. Und wenn ich das einmal was sagen, da war ihr Fußweiten dort sterben. Immer war er. Johannes, der fängt mit das an. Aber immer war er, sagt Jesus, bloß diese wird. Dort Büße willst dort Himmelreich erst dich bei. Dort wie Jesus in der Botschaft. Und wenn einer das überchecken, das Büße, dort Wort, ab Griechisch ist dort Metanoia. Und wir haben einfach meist nicht eine Übersetzung für das, aber Metanoia oder Büße, dort bedient einen anderen am Denken mehr. Wir können nicht wieder so denken, als wir auf dieser Welt gewohnt sind zu denken. Wir müssen anfangen, himmlisch zu denken. Wo denkt der Himmel? Wo denkt Gott? Wo ist Gott seine Gedanken? So hier so müssen wir dort ändern. Dort ist, was Jesus seine Botschaft überhaupt wir. Dort Büße, dort ist, du so ein kleines bisschen was anderes. Dort wir nicht wieder so denken, als was wir hier auf dieser Erde gewohnt sind zu denken, sondern dort wir anfangen so zu denken, aus dem Himmel denken. Zweitens. Stellt euch nicht so, das sage ich in Römer Kapitel 12, Vers 2, stellt euch nicht mit dieser Welt gleich, aber wird verwandelt durch die Ernährung von Jüngern, dort die prüfen können, wo Gott sein guter, angenehmer und vollkommener Willen ist. So, dass wir durch unseren Sinn, dass wir werden ernährt, dass wir werden verwandelt durch unsere Ernährung von unserem Sinn. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, so, das Erste ist, das fängt am Verstand an, das Zweite ist, dass wir uns
dort wie Büße tun, dort wie Metanoia, dort wie umgedreht denken, dort wie himmlisch denken tun. Und dort dritte ist, wie machen uns selbst belehren. So als ich am Anfang al zei, ons Körper, der hat Sinn an sich. Und so, wie machen unseren Körper kennenlernen? Und wie machen unseren Körper einmal Grenzen wiesen? Okay? Wie machen unseren Körper wiesen, wo der gehen soll oder wo der nicht gehen soll? Wenn sonst Körper der Wort kannst du nicht mehr halten. Wenn du so will, Sinn beherrschen. Aber wie machen an der anderen Kant, der geistliche Part, dort muss leben. Und dort muss den Körper leben. Das sagt es dort an Hiob, Kapitel 31, Vers 1. In diesem Vers, den muss jemand besonders in aller unterstreichen. So, das sagt es dort. Ich habe mit meinen Augen fast berät. Und hier so eine andere Übersetzung sagt, ich habe ein Bund gemerkt mit meinen Augen. Okay? Fast berät. Dort ich nicht nur unbefriedet mediales Check. Unsere Augenballs, die sind einmal so glatt, das dreht bloß einmal alle in Hand, wo die nicht selber hingehen. Und hier habt ihr gesagt, hier uns der Ruht. Wir können mit unseren Augen ein Bund mehr. Wir können bereden, wo wir handchecken und wo wir nicht handchecken. Wir können sagen, wo lange wir nur irgendwo checken oder wo wir vorig sind mit dieser handchecken. Das ist ein guter Schlädel, wo wir können auffangen, an dieser Heilung wirklich zu leben. Dort wie in Bund mehr. Nicht bloß mit unseren Augen, mit uns Körper, mit uns Leben, mit unseren Uhren, mit uns alles, was wir tun. Dort wie in Bund mehr. Dort wie dort bereden, dort wie dort klar haben. Wo sind deine Grenzen? Was kostet du und was kostet du nicht tun? Und dort muss 100% klar sein. Dort muss wir uns sein, dort muss wir uns durchschreiben und dort muss wir anhalten. Wenn es ans Körper, der Wort kannst du nicht mehr halten. Wenn es Wort, wenn es der erst Sinn werden, in der Sinn der Welt herrschen. So, was kann ich tun? Ich kann mit meinen Augen reden. Ich kann mit meinen Ohren, ich kann mit meinen 5 Sinns reden. Dass ich bloß dort was tun, was Gott gefährlich ist. Und ich will hier so sagen, du kannst nicht gehen tun, dort ein Pferd sich wird hossig auf den Kopf sagen. Aber du kannst was tun, dass du sich nicht was nachspüren. Verstehst du, was ich sagen will? Du einmal dann haben die Augen, was gesagt, du kannst nicht gehen. Du wirst nicht, oder du wirst, oder was immer. Aber was du kannst tun, ist, dass du wirst immer wahrer, deine Augen handrehen und die du den Verstand mit dort abfallen. So, wenn dort nochmal passiert, was immer, dann bered mit deinen Augen, bered mit deinem Kopf, was immer das ist, dort wir uns unter Kontrolle holen, dort wir uns belehren, dort wir weiten, wer wir sind. Das nächste, wie man unsere Schwachheiten kennenlernen. Wenn irgendwer zum Beispiel geprägt ist, mit sich besuchen immer, eine Trinkerie zu leben, dann vor nicht, wie so eine Stuhl ist vorbei, wo die weiß, wo die Versicherung was groß ist. Oder dann vor du mit irgendwem taub hast, was die was halten, du von wach zu bleiben. Wenn du Trouble hast, wenn du allein bist, was du dann alles das, dann vor nicht allein wach. Dann vor mit wem taub wach. Weit deine Schwachheiten, kann die selbst, und dort, wo die euch nehmen, wo die was abführen. Das ist ein einfacher Stoff, ein einfaches Ding, was wir praktisch von der anfangen können, an dieser Heilung zu leben. Noch drittens, das Wichtigste und das Letzte, das muss alle im Gebet passieren. Wir können immer weiter beten, wenn uns das schwerfällt, wenn wir uns nicht selbst wollen. Gott lässt uns nicht allein aus Wesen hängen. Er wird immer dabei sein. Ich will nicht das ganze Eva lesen, in Epheser Kapitel 6, Vers 13 bis 18. Du hast eine ganze Reihe abgesagt, wo wir uns können aus dem Soldat vorbereiten für den Kampf, für den geistlichen Kampf. Und einmal hast dich übergehen, du hast die Haut, wo die Radung ist. Du hast das Schild, das uns Hort und uns Leben beschützen wird.
Oder dus, da, wo wir uns antreiben tun. Und dann ist die Welt, wo uns hier so wird beschützen, wo uns Leben wird beschützen. Und dann kommt der Hund, also das Schild, was wir an Arm haben, wo das sagt, wo die Beisau nicht wird mit brennenden Pfeilen durchschreiten kann. Das ist der Glauben. Und dann ein einziges Ding, was wir uns gegeben haben gegen Unfällen. Einmal, weil wir mit allen ewigen Sachen gegen Unfällen, was wir haben, und kommen da auch ohne. Der andere, die sind alle, die uns beschützen. Der Haut ist, uns beschützen. Das, was wir hier so alle haben, das ist, uns beschützen. Uns Bald, der ist, uns beschützen. Der Glauben ist, uns beschützen. Bloß, das schwirrt. Das Wort Gottes. Dort ist, gegen uns. So, wir haben nicht alle solche Sachen, die immer gegen uns fällen. Einmal, wo wir mit von gegen Sinn kämpfen. Und glauben, oh, aber der Sinn, der ist auch so stark. Der hält mich immer wieder durch. Vielleicht ist die mal Frau und der ist die mit der Schild auch gegen uns fällen. Oder was ist die alles? Mit was brauchst du alles gegen uns zu tun? Aber dann sind noch die Show, wo das Evangelium ist. Sag ich, wo scheint es dort, wenn die gute Nachricht bei irgendwem am Haft kommt? Der Fried. Wo immer wir gehen, du bringst wieder den Fried von dem Evangelium. Und dann sage ich dir Vers 18, der tut alle am Gebet und bet Gott am Haupt. Bet immer, wenn der Geist jünt durch den Mund, blieb wacker und geeft nicht nur mit beten. Bet für alle, die zu Gott sein Volk gehören. Ich will uns fragen, dass wir abstehen, ich will für uns beten, ich will, dass wir kriegen nu in diesem Moment. Ich frage, dass wir uns selbst auch in diesem Moment Sachen vornehmen können. Dass wir uns ein Bild merken mit uns selbst. Und ich frage, dass die Musik kann vielleicht ein klein bisschen lauter werden. Und ich frage, dass die Lehrer vielleicht hier nicht fernkommen, wenn sie wollen. Und wenn irgendwer will Gebet haben, dann kommt hier, weil ich an. Und so, ich weiß nicht, was, das ich all sagen darf, ich weiß nicht, wo deine Proben in diesem Moment sind. Ich weiß nicht, was deine Schwachheiten sind. Aber ich will die Frau, ich will uns Frauen, dass wir uns kennenlernen. Dass wir uns sehen tun, wo sind ich schwach, was muss ich tun? Wo muss ich mit meinen Ohren was bereden? Wo muss ich mit meinem Kopf was bereden? Mit meinen Ohren was bereden? Was soll ich horchen? Was für eine Serie soll ich an Netflix schauen? Wo kannst du die Sachen mit deinen Ohren bereden? Und du wirst anfangen, die Leitung zu nehmen von dort, was du annimmst. Von dort, was du hören lässt. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns alles gegeben hast, um ein heiliges Leben zu führen, so es dein Wort sagt. Ich danke dir, dass du uns auch dein Wort gelassen hast. Dass du uns einfach alles gegeben hast. Und ich bete in diesem Moment, dass du wirst uns wiesen, wo sind unsere witte Kleider und wo ist uns goldener